фразы для экзамена, и мы развиваем немецкую речь. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку немецких издательств. Любые эти фразы могут вам встретиться как при чтении текста, написании писем, так и в устных темах. Проверьте себя, насколько вы готовы к сдаче экзамена. Выделенные красным цветом слова необходимо заучить. Итак, сравните предложения. Сравнивать, vergleichen, vergleicht, третье лицо единственное число, hat verglichen, perfekt. И мы обращаемся вежливо к человеку, с которым мы на «вы». Vergleichen Sie die Angebote. Vergleichen Sie die Angebote. Vergleichen Sie die Angebote. Можем мы сравнить ответы? Können wir die Antworten vergleichen? Können wir die Antworten vergleichen? Können wir die Antworten vergleichen? Он продает свой старый автомобиль. Продавать, verkaufen, verkauft, hat verkauft. Er verkauft sein altes Auto. Er verkauft sein altes Auto. Er verkauft sein altes Auto. Результат очевиден, ты выиграл. Das Ergebnis ist eindeutig. Du hast gewonnen. Das Ergebnis ist eindeutig. Du hast gewonnen. Das Ergebnis ist eindeutig. Du hast gewonnen. Ты, очевидно, умеешь готовить лучше, чем я. Du kannst eindeutig besser kochen als ich. Du kannst eindeutig besser kochen als ich. Du kannst eindeutig besser kochen als ich. Я считаю, что люди на улице довольно недружелюбны. Каково твое впечатление? Ich finde die Leute auf der Straße ziemlich unfreundlich. Wie ist dein Eindruck? Ich finde die Leute auf der Straße ziemlich unfreundlich. Wie ist dein Eindruck? Ich finde die Leute auf der Straße ziemlich unfreundlich. Wie ist dein Eindruck? По утрам здесь есть всегда много транспорта. Morgens gibt es hier
immer viel Verkehr. Morgens gibt es hier immer viel Verkehr. Morgens gibt es hier immer viel Verkehr. Какие средства передвижения вы часто используете? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Вы ранены? Пораниться, verletzen, verletzt, hat verletzt. Да, в ногу. Sind Sie verletzt? Ja, am Bein. Sind Sie verletzt? Ja, am Bein. Вы поранили себя или вы поранились? Haben Sie sich verletzt? Haben Sie sich verletzt? Haben Sie sich verletzt? Я полностью влюблен. Влюбиться. Verlieben, verliebt, hat verliebt. Ich bin total verliebt. Ich bin total verliebt. Ich bin total verliebt. Я потерял свой ключ. Терять. Verlieren, verliert, hat verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Михаэль потерял свою работу. Michael hat seine Arbeit verloren. Michael hat seine Arbeit verloren. Michael hat seine Arbeit verloren. Еще одно значение глагола verlieren – проигрывать. Мы проиграли футбольный матч. Wir haben das Fußballspiel verloren. Wir haben das Fußballspiel verloren. Wir haben das Fußballspiel verloren. Квартира уже арендована. Арендовать. Глагол vermieten. Vermietet. Hat vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Наш арендодатель симпатичный.
Unser Vermieter ist nett. Unser Vermieter ist nett. Я опоздал на поезд. Глагол verpassen переводится как пропустить что-то. Verpassen, verpasst, hat verpasst. Ich habe den Zug verpasst. То есть я пропустил поезд, опоздал. Ich habe den Zug verpasst. Ich habe den Zug verpasst. Вы путешествуете на каникулах или на каникулах вы уезжаете? Для этого мы используем глагол verreisen. Verreist ist verreist. Verreist ihr in den Ferien? Здесь мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты» во множественном числе. Verreist ihr in den Ferien? Verreist ihr in den Ferien? Госпожа доктор Мюллер в настоящее время уехала. Она вернется только на следующей неделе. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. К сожалению, я должна перенести встречу. Переносить, откладывать что-либо. Глагол verschieben, verschiebt, hat verschoben. Leider muss ich den Termin verschieben. Leider muss ich den Termin verschieben. Leider muss ich den Termin verschieben. Оба наших ребенка очень разные. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. У меня эта обувь в разных цветах. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. К сожалению, наш поезд опаздывает на 15 минут.
Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Unser Zug hat leider 15 минутен Verspätung. Дословно можно перевести как «Наш поезд имеет, к сожалению, 15 минут опоздания». Вы можете меня понять? Понимать глагол verstehen. Versteht hat verstanden. Können Sie mich verstehen? Können Sie mich verstehen? Это у нас вежливая форма. Können Sie mich verstehen? Я не понимаю это задание. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Могу я попытаться еще раз? Попытаться что-либо сделать или попробовать что-либо сделать. Versuchen, versucht, hat versucht. Kann ich es auch einmal versuchen? Kann ich es auch einmal versuchen? Kann ich es auch einmal versuchen? Вы уже пробовали это средство? Haben Sie es schon einmal mit diesem Mittel versucht? Haben Sie es schon einmal mit diesem Mittel versucht? Haben Sie es schon einmal mit diesem Mittel versucht? Я должна еще подписать договор. Ich muss den Vertrag noch unterschreiben. Ich muss den Vertrag noch unterschreiben. Ich muss den Vertrag noch unterschreiben. К сожалению, у меня нет много времени. Ich habe leider nicht viel Zeit. Ich habe leider nicht viel Zeit. Ich habe leider nicht viel Zeit. Зимой многие люди простужаются. Im Winter sind viele Leute erkältet. Im Winter sind viele Leute erkältet. Дословно можно перевести как зимой многие люди простужены. Простужены. Im Winter sind
viele Leute erkältet. Возможно, я получу эту работу. Vielleicht bekomme ich diesen Job. Vielleicht bekomme ich diesen Job. Vielleicht bekomme ich diesen Job. Может быть, он навестит нас в конце недели. Er besucht uns vielleicht am Wochenende. Er besucht uns vielleicht am Wochenende. Er besucht uns vielleicht am Wochenende. Может быть, ты сможешь одолжить мне немного денег. Kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Я люблю птиц. Ich mag Vögel. Ich mag Vögel. По утрам птицы поют всегда громко. Morgens singen die Vögel immer laut. Morgens singen die Vögel immer laut. Morgens singen die Vögel immer laut. По утрам и вечерам поезда всегда полные. Morgens und abends sind die Züge immer sehr voll. Morgens und abends sind die Züge immer sehr voll. Бутылка еще полностью заполнена. Die Flasche ist noch ganz voll. Die Flasche ist noch ganz voll. Я люблю играть в волейбол. Ich spiele gern Volleyball. Ich spiele gern Volleyball. Автомобиль Феликса сломан. Das Auto von Felix ist kaputt. Das Auto von Felix ist kaputt. Он только что приехал из Кёльна. Он только что приехал из дома. Er kommt gerade von Köln. Er kommt gerade von
zu Hause. Er kommt gerade von Köln. Er kommt gerade von zu Hause. К сожалению, булочки вчерашние. Die Brötchen sind leider von gestern. Die Brötchen sind leider von gestern. Он ушел час назад. Er ist vor einer Stunde gegangen. Er ist vor einer Stunde gegangen. Er ist vor einer Stunde gegangen. Автомобиль стоит перед дверью. Das Auto steht vor der Tür. Das Auto steht vor der Tür. Линия 8 проходит мимо больницы. Die Linie 8 fährt am Krankenhaus vorbei. Die Linie 8 fährt am Krankenhaus vorbei. Die Linie 8 fährt am Krankenhaus vorbei. Ты зайдешь ко мне завтра? Kommst du morgen bei mir vorbei? Kommst du morgen bei mir vorbei? Завтра я устраиваю вечеринку. Я должна еще многое для этого подготовить. Подготовить vorbereiten, bereitet vor, hat vorbereitet. Morgen mache ich eine Party. Ich muss noch viel dafür vorbereiten. Morgen mache ich eine Party. Ich muss noch viel dafür vorbereiten. Morgen mache ich eine Party. Ich muss noch viel dafür vorbereiten. Я должна подготовиться к своему экзамену. Ich muss mich auf meine Prüfung vorbereiten. Ich muss mich auf meine Prüfung vorbereiten. Ich muss mich auf meine Prüfung vorbereiten. Он позвонил мне позавчера. Er hat mich vorgestern angerufen. Er hat mich vorgestern angerufen.
Er hat mich vorgestern angerufen. Я пойду с вами в кафе, но перед этим я должен сходить в банк. Ich komme mit ins Café. Vorher muss ich aber noch zur Bank. Ich komme mit ins Café. Vorher muss ich aber noch zur Bank. Ich komme mit ins Café. Vorher muss ich aber noch zur Bank. Пожалуйста, заходить спереди. Bitte vorn einsteigen. Bitte vorn einsteigen. Моя фамилия Müller, мое имя Ева. Ich heiße Müller. Mein Vorname ist Eva. Ich heiße Müller. Mein Vorname ist Eva. Что мы делаем на выходных? У тебя есть хорошее предложение? Мы можем пойти в кино. Was machen wir am Wochenende? Hast du einen guten Vorschlag? Wir können ins Kino gehen. Was machen wir am Wochenende? Hast du einen guten Vorschlag? Wir können ins Kino gehen. Was machen wir am Wochenende? Hast du einen guten Vorschlag? Wir können ins Kino gehen. Что мы подарим Кристине на свадьбу? Мы уже сделали так много предложений или внесли так много предложений, что так и не выбрали. Was schenken wir Christina zur Hochzeit? Wir haben doch schon so viele Vorschläge gemacht. Was schenken wir Christina zur Hochzeit? Wir haben doch schon so viele Vorschläge gemacht. Was schenken wir Christina zur Hochzeit? Wir haben doch schon so viele Vorschläge gemacht. Будь осторожен. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Ты должен ехать осторожно. Туман. Du musst vorsichtig fahren. Es ist neblig. Du musst vorsichtig fahren. Es ist neblig. Du musst vorsichtig fahren. Es ist neblig.
Мы хотим познакомиться. Можете, пожалуйста, представиться? Представиться. Vorstellen или sich vorstellen. Stellt sich vor. Hat sich vorgestellt. Wir wollen uns kennenlernen. Können Sie sich bitte vorstellen? Wir wollen uns kennenlernen. Können Sie sich bitte vorstellen? Wir wollen uns kennenlernen. Können Sie sich bitte vorstellen? Могу я вам представить свою жену? Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Проезжайте, пожалуйста, еще немного вперед. Fahren Sie bitte noch ein Stück vorwärts. Fahren Sie bitte noch ein Stück vorwärts. Fahren Sie bitte noch ein Stück vorwärts. Ты уже долго не спишь? Я еще не совсем проснулся. Bist du schon lange wach? Ich bin noch nicht ganz wach. Bist du schon lange wach? Ich bin noch nicht ganz wach. Где стоит ваш автомобиль? Wo steht Ihr Wagen? Wo steht Ihr Wagen? Во втором вагоне находится вагон-ресторан. Im zweiten Wagen ist unser Subrestaurant. Im zweiten Wagen ist unser Subrestaurant. Вы должны сначала набрать 0. Набрать или выбрать, немцы говорят, какую-то цифру, когда мы звоним кому-либо. Глагол wählen. Wählt, hat gewählt. Sie müssen erst eine Null wählen. Sie müssen erst eine Null wählen. Sie müssen erst eine Null wählen. Выберите, пожалуйста, напиток. Wählen Sie bitte ein Getränk. Wählen Sie bitte ein Getränk. Это неправда или это правда. Das ist wahr. Das ist wahr. Вероятно, осенью я пойду на курсы немецкого языка. Немцы скажут, вернее, немцы не будут употреблять здесь глагол gehen, пойду. Они будут делать этот курс.
Wahrscheinlich mache ich im Herbst einen Deutschkurs. Wahrscheinlich mache ich im Herbst einen Deutschkurs. Wahrscheinlich mache ich im Herbst einen Deutschkurs. Вероятно, он не придет. Kommt wahrscheinlich nicht. Kommt wahrscheinlich nicht. Kommt wahrscheinlich nicht. В лесу тихо, спокойно. Im Wald ist es ruhig. Im Wald ist es ruhig. Я люблю гулять в лесу. Ich gehe gern im Wald spazieren. Ich gehe gern im Wald spazieren. Мы ходим часто в поход. Ходить в поход – wandern. Wandert ist gewandert. Wir gehen oft wandern. Wir gehen oft wandern. Когда ты готов? То есть, когда ты уже сделал, выполнил какое-то задание или какую-то работу. Когда ты готов? Wann bist du fertig? Wann bist du fertig? Когда я могу позвонить вам? Wann kann ich Sie anrufen? Wann kann ich Sie anrufen? Здесь очень тепло. Hier ist es sehr warm. Hier ist es sehr warm. В обед я часто ем теплую еду. Mittags esse ich oft ein warmes Essen. Mittags esse ich oft ein warmes Essen. Mittags esse ich oft ein warmes Essen. Мне нужен теплый свитер. Ich brauche einen warmen Pullover. Ich brauche einen warmen Pullover. Ich brauche einen warmen Pullover. Не могли бы вы подождать несколько минут? Ждать – warten, wartet, hat gewartet. Können Sie ein paar Minuten warten? Können Sie ein paar Minuten warten? Können Sie ein paar Minuten warten? Кого вы ждете? Auf wen warten Sie?
auf wen warten Sie? Почему он не приходит? Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Или почему он не придет? Warum kommt er nicht? Когда я впервые был за границей, я плохо говорил на этом языке. Als ich das erste Mal im Ausland war, konnte ich die Sprache noch nicht gut. Als ich das erste Mal im Ausland war, konnte ich die Sprache noch nicht gut. Als ich das erste Mal im Ausland war, konnte ich die Sprache noch nicht gut. Если у меня в школе была плохая оценка, я злился. Zlitzer sich ärgern, ärgert sich, hat sich geärgert. Wenn ich in der Schule eine schlechte Note hatte, habe ich mich geärgert. Wenn ich in der Schule eine schlechte Note hatte, habe ich mich geärgert. Wenn ich in der Schule eine schlechte Note hatte, habe ich mich geärgert. Я был в 5 классе, когда познакомился со своей лучшей подругой. Глагол быть sein ist gewesen. Ich war in der 5. Klasse, als ich meine beste Freundin kennengelernt habe. Ich war in der 5. Klasse, als ich meine beste Freundin kennengelernt habe. Ich war in der 5. Klasse, als ich meine beste Freundin kennengelernt habe. Мы всегда готовим вместе, когда я встречаюсь со своей семьей. Встречать treffen, trifft, hat getroffen. Wir kochen immer zusammen, wenn ich meine Familie treffe. Wir kochen immer zusammen, wenn ich meine Familie treffe. Wir kochen immer zusammen, wenn ich meine Familie treffe. Я был счастлив или я радовался, когда мы слушали в классе песню на немецком языке. В классе там может быть на курсе, да? Когда на курсе что-то слушаешь или делаешь, это значит, вы находитесь в классе, в учебном кабинете. Слушать. Hören, hört, hat gehört.
Ich habe mich gefreut, als wir im Kurs ein Lied auf Deutsch gehört haben. Ich habe mich gefreut, als wir im Kurs ein Lied auf Deutsch gehört haben. Ich habe mich gefreut, als wir im Kurs ein Lied auf Deutsch gehört haben. Die Post ist gegenüber vom Bahnhof. Die Post ist gegenüber vom Bahnhof. Die Post ist gegenüber vom Bahnhof. Дом номер 84 находится прямо напротив. Die Hausnummer 84 ist gleich gegenüber. Die Hausnummer 84 ist gleich gegenüber. Die Hausnummer 84 ist gleich gegenüber. Противоположность слову маленький – большой. Das Gegenteil von klein ist groß. Das Gegenteil von klein ist groß. Das Gegenteil von klein ist groß. Она довольна своей зарплатой. Sie ist mit ihrem Gehalt zufrieden. Sie ist mit ihrem Gehalt zufrieden. Sie ist mit ihrem Gehalt zufrieden. Я не знаю, как это сделать. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht. Дословно можно перевести как «Я не знаю, как это пойдет». Ich weiß nicht, wie das geht. Как дела? Все в порядке. Wie geht's? Es geht. Wie geht's? Es geht. Wie geht's? Es geht. К сожалению, мне уже нужно идти. Ich muss jetzt leider gehen. Ich muss jetzt leider gehen. Ich muss jetzt leider gehen. Мне нужно к врачу. Ich muss zum Arzt gehen. Ich muss zum Arzt gehen. Ich muss zum Arzt gehen.
Это невозможно. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ты поедешь на трамвае? Нет, я предпочитаю идти пешком. Nimmst du die Straßenbahn? Nein, ich gehe lieber zu Fuß. Nimmst du die Straßenbahn? Nein, ich gehe lieber zu Fuß. Обратите на глагол nimmst. Это глагол nehmen, брать. То есть дословно мы переводим «ты возьмешь трамвай?» Нет, я лучше пойду пешком. То есть глагол nehmen, брать, пусть вас не приводит в замешательство, он используется также, как ты поедешь на трамвае. Nimmst du die Straßenbahn? Nein, ich gehe lieber zu Fuß. Я предпочитаю пешком. Это твоя ручка? То есть глагол gehören, принадлежать. Дословно будет ручка принадлежит тебе. Gehört der Stift dir? Gehört der Stift dir? Gehört der Stift dir? У тебя еще есть деньги? Hast du noch Geld? Hast du noch Geld? Hast du noch Geld? Можешь одолжить мне немного денег? Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Она потеряла кошелек. Sie hat ihre Geldbörse verloren. Sie hat ihre Geldbörse verloren. Sie hat ihre Geldbörse verloren. Мы всегда покупаем овощи на рынке. Wir kaufen das Gemüse immer auf dem Markt. Wir kaufen das Gemüse immer auf dem Markt. Wir kaufen das Gemüse immer auf dem Markt. Помидоры – мой любимый овощ. Tomaten sind mein Lieblingsgemüse. Tomaten sind mein Lieblingsgemüse. Tomaten sind mein Lieblingsgemüse. Я знаю это точно. Das weiß ich genau. Das weiß ich genau. Das weiß ich genau. Часы идут точно. Die Uhr geht genau. Die Uhr geht genau. Die Uhr geht genau.
Сейчас ровно 8 часов. Es ist genau 8 Uhr. Es ist genau 8 Uhr. Es ist genau 8 Uhr. Пиццы еще достаточно осталось. Хочешь еще кусочек? Es ist noch genug Pizza da. Möchtest du noch ein Stück? Es ist noch genug Pizza da. Möchtest du noch ein Stück? Es ist noch genug Pizza da. Möchtest du noch ein Stück? Я зарабатываю недостаточно. Ich verdiene nicht genug. Ich verdiene nicht genug. Ich verdiene nicht genug. Хотите ли вы взять свой багаж с собой? Wollen Sie Ihr Gepäck mitnehmen? Wollen Sie Ihr Gepäck mitnehmen? Wollen Sie Ihr Gepäck mitnehmen? Вы также можете оставить свой багаж в отеле. Sie können Ihr Gepäck auch im Hotel lassen. Sie können Ihr Gepäck auch im Hotel lassen. Sie können Ihr Gepäck auch im Hotel lassen. Ты можешь перезвонить позже? Мы сейчас едим. Kannst du später anrufen? Wir essen gerade. Kannst du später anrufen? Wir essen gerade. Kannst du später anrufen? Wir essen gerade. Что ты сейчас делаешь? Was machst du gerade? Was machst du gerade? Was machst du gerade? Вот он сейчас придет. Da kommt er ja gerade. Da kommt er ja gerade. Da kommt er ja gerade. Всегда идите прямо. Gehen Sie immer geradeaus. Gehen Sie immer geradeaus. Gehen Sie immer geradeaus. Электроприборы вы найдете на 3-м этаже. Elektrogeräte finden Sie im 3. Stock. Elektrogeräte finden Sie im 3. Stock. Elektrogeräte finden Sie im 3. Stock. Мое любимое блюдо – пицца. Mein Lieblingsgericht ist Pizza. Mein Lieblingsgericht ist
Pizza. Mein Lieblingsgericht ist Pizza. Я охотно вам помогу. Ich helfe Ihnen gern. Ich helfe Ihnen gern. Ich helfe Ihnen gern. Кофе или чай? Я предпочитаю чай. Kaffee oder Tee? Ich trinke lieber einen Tee. Kaffee oder Tee? Ich trinke lieber einen Tee. Kaffee oder Tee? Ich trinke lieber einen Tee. Мой любимый напиток – кофе. Am liebsten trinke ich Kaffee. Am liebsten trinke ich Kaffee. То есть дословно здесь переводится как «охотнее всего я пью кофе». Am liebsten trinke ich Kaffee. Магазины закрываются в 18:30. Die Geschäfte schließen um 18:30 Uhr. Die Geschäfte schließen um 18:30 Uhr. Die Geschäfte schließen um 18:30 Uhr. Спасибо за прекрасный подарок. Danke für das schöne Geschenk. Danke für das schöne Geschenk. Danke für das schöne Geschenk. Расскажешь мне историю? Erzählst du mir eine Geschichte? Erzählst du mir eine Geschichte? Erzählst du mir eine Geschichte? Меня не интересует история. Ich interessiere mich nicht für Geschichte. Ich interessiere mich nicht für Geschichte. Или дословно «я не интересуюсь историей». Ich interessiere mich nicht für Geschichte. Пауль получает хорошие оценки по истории. Paul hat gute Noten in Geschichte. Или у Пауля есть Paul hat gute Noten in Geschichte. Дословно, Paul имеет хорошие отметки по истории. Paul hat gute Noten in Geschichte. Не мог бы ты убрать посуду в шкаф? Stellst du bitte das Geschirr in den Schrank? Stellst du bitte das Geschirr in den Schrank? Дословно. Не поставишь ли ты посуду в шкаф? Stellen, stellst, ставить.
Stellst du bitte das Geschirr in den Schrank? Пожалуйста, умой лицо. Wasch dir bitte das Gesicht. Wasch dir bitte das Gesicht. Wasch dir bitte das Gesicht. У нее дружелюбное лицо. Sie hat ein freundliches Gesicht. Sie hat ein freundliches Gesicht. Sie hat ein freundliches Gesicht. Вы слышите разговор. Sie hören ein Gespräch. Sie hören ein Gespräch. Sie hören ein Gespräch. К этому диалогу 5 заданий. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Разговор с госпожой Кунц состоится в 14 часов. Das Gespräch mit Frau Kunz ist um 14 Uhr. Das Gespräch mit Frau Kunz ist um 14 Uhr. Das Gespräch mit Frau Kunz ist um 14 Uhr. Я хотела позвонить тебе вчера. Gestern wollte ich dich anrufen. Gestern wollte ich dich anrufen. Gestern wollte ich dich anrufen. Я переболел гриппом. Сейчас я снова здоров. Ich hatte Grippe. Jetzt bin ich wieder gesund. Ich hatte Grippe. То есть дословно у меня был грипп. Jetzt bin ich wieder gesund. Ich hatte Grippe. Jetzt bin ich wieder gesund. Будьте здоровы. Вы простудились? То есть это выражение, когда мы говорим, когда человек чихнет, и мы говорим «будьте здоровы». И по-немецки это звучит как Gesundheit. Sind Sie erkältet? Gesundheit. Sind Sie erkältet? Слово Gesundheit переводится как здоровье. Но вот когда немцы чихают, они говорят друг другу Gesundheit. Sind Sie erkältet? Мой любимый напиток – томатный сок. Mein Lieblingsgetränk ist Tomatensaft. Mein Lieblingsgetränk ist Tomatensaft. Mein Lieblingsgetränk ist Tomatensaft. Меню напитков, пожалуйста. Die Getränkekarte bitte. Die Getränkekarte bitte. Die Getränkekarte bitte.
Наша команда выиграла. Unsere Mannschaft hat gewonnen. Unsere Mannschaft hat gewonnen. Unsere Mannschaft hat gewonnen. Мой сын всегда хочет выиграть эту игру. Mein Sohn will bei diesem Spiel immer gewinnen. Mein Sohn will bei diesem Spiel immer gewinnen. Mein Sohn will bei diesem Spiel immer gewinnen. Я думаю, сегодня будет гроза. Ich glaube, es gibt heute ein Gewitter. Ich glaube, es gibt heute ein Gewitter. Ich glaube, es gibt heute ein Gewitter. Он умеет хорошо играть на гитаре. Kann gut Gitarre spielen. Er kann gut Gitarre spielen. Er kann gut Gitarre spielen. Еще стакан яблочного сока, пожалуйста. Bitte noch ein Glas Apfelsaft. Bitte noch ein Glas Apfelsaft. Bitte noch ein Glas Apfelsaft. Нам нужно еще 3 стакана. Wir brauchen noch 3 Gläser. Wir brauchen noch 3 Gläser. Wir brauchen noch 3 Gläser. Можете мне поверить, это так. Sie können mir glauben, es ist so. Sie können mir glauben, es ist so. Sie können mir glauben, es ist so. Я думаю, он скоро будет здесь. Ich glaube, er kommt gleich. Ich glaube, er kommt gleich. Ich glaube, er kommt gleich. Я сейчас буду. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Мы одного возраста. Wir sind gleich alt. Wir sind gleich alt. То есть дословно мы одинаково старые. Wir sind gleich alt. Удачи! Viel Glück! Viel Glück! Viel Glück! Ой, идет дождь. К счастью, у меня с собой зонтик. Oh, es regnet. Zum Glück habe ich meinen Schirm dabei. Oh, es regnet.
Zum Glück habe ich meinen Schirm dabei. Oh, es regnet. Zum Glück habe ich meinen Schirm dabei. Моя дочь счастлива замужем. Meine Tochter ist glücklich verheiratet. Meine Tochter ist glücklich verheiratet. Meine Tochter ist glücklich verheiratet. Счастливого Нового года! Ein glückliches neues Jahr. Ein glückliches neues Jahr. Ein glückliches neues Jahr. С днем рождения! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Дословно. Сердечные пожелания счастья ко дню рождения. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Я поздравляю тебя. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir. Сегодня мы устроим барбекю в саду. Heute grillen wir im Garten. Heute grillen wir im Garten. Heute grillen wir im Garten. У меня грипп, и, к сожалению, я не смогу приехать. Ich habe eine Grippe und kann leider nicht kommen. Ich habe eine Grippe und kann leider nicht kommen. Ich habe eine Grippe und kann leider nicht kommen. У вас также есть футболка размера М. Haben Sie das T-Shirt auch in Größe M? Haben Sie das T-Shirt auch in Größe M? Haben Sie das T-Shirt auch in Größe M? Первая группа начинает в 16 часов. Die erste Gruppe beginnt um 16 Uhr. Die erste Gruppe beginnt um 16 Uhr. Die erste Gruppe beginnt um 16 Uhr. Для групп предусмотрена скидка. Für Gruppen gibt es eine Ermäßigung. Für Gruppen gibt es eine Ermäßigung. Für Gruppen gibt es eine Ermäßigung. Паспорт больше не действителен. Der Pass ist nicht mehr gültig.
Der Pass ist nicht mehr gültig. Der Pass ist nicht mehr gültig. В этом магазине всегда выгодные предложения. In diesem Laden gibt es immer günstige Angebote. In diesem Laden gibt es immer günstige Angebote. In diesem Laden gibt es immer günstige Angebote. Я ищу недорогой диван. Ich suche ein günstiges Sofa. Ich suche ein günstiges Sofa. Это мне нравится. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Дословно, это нахожу я хорошим. Das finde ich gut. Какая фотография вам нравится больше? Welches Bild gefällt dir besser? Welches Bild gefällt dir besser? Перевод немножко не точен. Здесь какая картина, вернее, какая фотография нравится тебе больше. Не вам, а тебе, dir. Welches Bild gefällt dir besser? Мне это платье нравится больше всего. Dieses Kleid finde ich am besten. Dieses Kleid finde ich am besten. Dieses Kleid finde ich am besten. У нее длинные волосы. Sie hat lange Haare. Sie hat lange Haare. Sie hat lange Haare. У меня новая машина. Ich habe ein neues Auto. Ich habe ein neues Auto. Дословно, я имею новую машину. Ich habe ein neues Auto. Есть минутка? Hast du kurz Zeit? Hast du kurz Zeit? Hast du kurz Zeit?